Wassersport das ganze Jahr. L'Escala. Der Club Nautic L'Escala bietet an der Südflanke der Bucht von Rosas fast 1000 Liegeplätze für Boote bis zu 25 Metern Länge an. Das Angebot der Full-Service-Marina reicht von einer eigenen Werft bis zum Schulungszentrum für Taucher, Paddler und Segler. Der Morgen in der Segelschule. Segeln ist in Katalonien an vielen Schulen Unterrichtsfach. Wände, Halse, Anlufen abfallen. Gut, wenn man im Klassenraum mal vorher drüber gesprochen hat, bevor es das erste Mal aufs Wasser geht. Bei 2 Windstärken kommt trotzdem ein Reff ins Segel. Heute will keiner kentern. Vor über 20 Jahren sind auch der heutige Marina-Geschäftsführer und der heutige Leiter der Segelschule als Schüler und Trainer bis in Spaniens Top 10 gesegelt. Insgesamt 8 Jahre lang bin ich Regatten gesegelt. Den ersten Segelunterricht hatte ich im Alter von 7 Jahren. Mit den Wettbewerben ging es los, als ich 16 war. Ich bin im Europe und 470er gesegelt. Ray war Xaviers Musterschüler. Maximal 1% dieser Kinder wird nach dem Schulkurs als Einstieg weiter segeln lernen, weiß der Segellehrer aus Erfahrung. Wir versuchen, das Segeln einfach zu machen. Es geht uns aber insgesamt in den Schulkursen darum, einen Kontakt zum Wasser zu vermitteln. Es bleibt an den Kindern, ob sie am Ende weiter in Richtung Segeln, Kajakfahren, Surfpaddeln oder Tourenfahren gehen wollen. Bei uns geht es immer darum, es unseren Kunden einfach zu machen. Egal ob bei einem Eintagesturn, 2 Tagen oder einem ganzen Kursus. Das hier sind die Arbeitsboote der Schule. Im Lehrbecken schwimmen auch noch Optimisten, Laser, Vision-Katamarane und 3 Gleitjollen vom Typ J70. Tschüss Kinder, Ihr Schultag ist nach 3 Stunden am Wasser mittags zu Ende. Lunchtime im La Barra del Port. Das Restaurant hat der Club Nautic an Eduard Puig verpachtet. Der Mann wirbelt selbst an Pfannen, Töpfen und Tiegeln. Egal ob Fisch oder Fleisch, bei ihm hat kaum ein Lebensmittel einen weiten Weg bis in seine Küche hinter sich. Meine Idee des Kochens ist es, mit Produkten hoher Qualität zu arbeiten, die nicht übermäßig teuer sind. Nach Möglichkeit benutze ich frische Produkte der Erde und des Meeres. Mittagessen mitten in der Marina. Nach fantastischen Muscheln hat Eduard noch einen Seehecht an Kräutersoße gezaubert. Der Service ist aufmerksam, Ray Rocker ist zufrieden. Der Marina-Schnellcheck. Maximale Bootslänge 25 Meter, der maximale Tiefgang liegt bei 5 Metern. Die Tankstelle ist auch Empfangskaje. Die gesamte Anlage ist abgesichert und wird 24 Stunden Video überwacht. Bei Maria und ihren Kolleginnen an der Rezeption kann man seine 65 € Liegegeld für ein 10-Meter-Boot in der Hochsaison 2017 bezahlen. Bei Schlechtwetter lädt der Clubraum zum Lesen oder Fernsehen ein. Die Marina bietet Parkplätze direkt an den Booten an. Wertstoffe und Restmüll werden an mehreren Orten auf dem Gelände getrennt gesammelt. Es existieren 4 mit Code geschützte Sanitärbereiche inklusive behindertengerechten Badezimmern. Die Münzwäscherei funktioniert mit Coins. Aus deutscher Sicht herrschen hier in L'Escala fast das ganze Jahr sommerliche Verhältnisse. L'Escala ist sobre todo conocida. Unsere Position an der Südseite des Golfs von Rosas bietet uns eine privilegierte Lage. Hier herrschen fast immer gute Segelbedingungen durch thermische Winde. Und dabei haben wir nur wenig Wellen. Bei uns kann man viele Monate im Jahr unter wirklich guten Sicherheitsbedingungen segeln. Muss das Boot doch mal aus dem Wasser, kann man das ebenfalls in L'Escala erledigen. Der Travel Lift schafft Schiffe bis zu 60 Tonnen Gewicht, 20 Metern Länge und 7 Metern Breite. Auch an der Werft Escala L'Escala ist der Club Nautic beteiligt. Wir können eigentlich alle Dienstleistungen anbieten, die ein Boot braucht. Wir reinigen Schiffe, mahlen sie, wir haben Elektriker, Mechaniker, eine Schreinerei und kümmern uns um Schadstoffentsorgung. Wir haben eine Fläche von 11.000 Quadratmetern als Winterlager für Boote im Angebot. En definitiva, Electricidad, Electrónica, todos los servicios que necesita un barco. Ray Rocker hat für eine kleine Hafenrundfahrt eine nagelneue Beneteau bei der Yachtagentur Nauti Bela ausgeliehen. Erst einmal gibt es nautische Tipps zur Einfahrt in die Marina.
Es ist wichtig zu wissen, dass man für die Hafeneinfahrt den Haupteingang wählen muss und nicht das Tor weiter im Westen. Am Haupteingang haben wir eine ausreichende Tiefe von 5 Metern. In den Westhafen passen nur Boote bis 2 Meter Tiefgang. Also die mittlere Einfahrt wählen, unsere Marineros auf UKW-Kanal 9 anrufen und an der Tankstelle kann man dann bequem seine Papiere übergeben und bekommt seinen Liegeplatz. 70 metros, donde es cómodo parar en compás de espera de ser asignado a una plaza definitiva. Wo wir das Boot schon haben, können wir auch noch mal einmal eben kurz über die Bucht fahren. Ray Rocker will uns einen seiner Lieblingsorte zeigen. Diese Mole stammt aus römischer Zeit und gehört praktisch zum ersten Hafen der Gegend. 600 vor Christus segelten Griechen auf diesen Strand und gründeten Empurion. 218 vor Christus legte das römische Heer hier seine Galeeren an und stellte sich den Karthagern entgegen. Im Archäologischen Museum kann man sich in das Leben der Menschen hineinfühlen und bewundern, was sie geschaffen haben. Die Statue des Medizingottes Asklepios beispielsweise, schon damals kostspielig. Aber man war wohlhabend durch den Handel. Der Kommerz mit den Seefahrern, er findet jetzt einige 100 Meter weiter statt, in Les Scalas Altstadt. Hinter mir können Sie die Altstadt von Les Scala sehen. Bis hier sind es vom Hafen nur etwa 2 Kilometer. Hier steht unsere Kirche. Hier findet man Bars, Restaurants, kleine Läden und Supermärkte. Und hier kann man auch ein typisches Produkt von Les Scala kaufen. Unsere typischen Sardellen. Anchovies nennen wir sie. Aber vor allem deshalb kommen die Massen. Les Scala lockt mit 12 zertifizierten Stränden. Im Hochsommer wächst die Bewohnerzahl des Städtchens von 10.000 auf 100.000. Gut, wenn man mit dem Boot in die Calas ausweichen kann. Die Cala Montgo zählt zu den schönsten der Costa Brava. In der Abendsonne lassen sich hier beim Tauchen vom Ankerplatz Pulpo und Seestern in ihren Felsen-Terrassenwohnungen beobachten. All die folgenden Felsen und Buchten gehören schon wieder zum nächsten Naturpark Montgrí. Hier an der Costa Brava kann es in der Hochsaison 40 Grad heiß werden. Manch ein Besucher wartet geradezu auf den Schutz der Nacht. Wenn alles abkühlt, nur nicht der Kopf, geht es in die schicken Läden rund um die Bucht der Altstadt. Eisdielen und Restaurants sind bis tief in die Nacht von Großfamilien bevölkert. Kleine Kinder sind überall dabei. Für große Kinder empfiehlt sich ein Besuch im Ultramar, einer Bar voller maritimer Überraschung. Im Hauscocktail verarbeitet Barmann Francesco das Seekraut, das der Bar seinen Namen gegeben hat, neben Gin, Orangenlikör, Wein und Ginger Ale. Ein famos erfrischender Sundowner für die Zeit um Mitternacht, nach einem grandiosen Tag in einem tollen Ort, Prädikat Ultramar.